All dort ist ja am Freitag, heute in der Woche, am Morgen in der Glasbox der Fabian und Trecker. Das ist so, Mario. Morgen. Wir freuen uns morgen. Unbedingt. Wobei zuerst müssen wir die Bundesratswahlen ja mal noch heimtun. Und wer jetzt an dieser Stelle und heute an diesem Morgen nicht mehr so draus kommt, was jetzt genau läuft in den Bundesratswahlen im Vorfeld, wir bringen jetzt ein bisschen Ordnung rein. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian und der Egger. Stand der Dinge heute am Morgen. Der SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger kandidiert doch nicht für den Bundesrat. Grund ist ja ursprünglich ein Weltwochenartikel, wo drin gestanden ist, dass der Hinwiler so eine Erbschaftsgeschichte nicht ganz sauber hat in seiner Firma. Zu den Details hat der Bruno Zuppiger ja nichts sagen. Über das haben die Betroffenen Stillschweigen vereinbart. Können wir das so lassen? Ich frage seinen Parteikollegen Christoph Mörgeli. Herr Mörgeli. Ja eben, ein Stillschweigeabkommen, Herr Toriani, Sie plappern. Nicht wie am Radio, wir halten uns dran, wissen Sie, auch wenn's andere, allen voran die Weltwoche zum Beispiel, nicht so macht, verstehen Sie? Aber das kann natürlich der Weltwochenchef Roger Köppel so nicht lassen. Der Bruno Zuppiger ist kein Bundesrat, aber aus Hinwil. Um was geht's? Die Weltwoche hat aufgedeckt, dass der Zuppiger ganz klar seine Frau veruntreut hat und seit 20 Jahren sein Geld liebt. Moment, umgekehrt. Seine Frau hat seit 20 Jahren Geld und er liebt Veruntreuung. Herr Toriani, helfen Sie mir, was sind meine Vorwürfe? Weiss doch auch nicht mehr. Zuppiger soll nicht Bundesrat werden, das sind wir gewesen. Genau. Folgendes ist Fakt. Andere Zeitungen machen Bundesrat, wir von der Weltwoche zerstören sie. Viel lustiger kaputt machen. Bum, 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 bum. Verstehen Sie? Jetzt gibt's aber auch die natürlich tief durch und aufgeschnauft haben, die sich da der Zuppiger gestern hat zurückgezogen. Bei den Linken natürlich, der Politsoziologe Jean Ziegler. Ich sage euch, das ist ja kein dicker Bauch bei dem Zuppiger. Das ist ein Geldsack unter seinem Hemdli. Eine Geldwäschmaschine von der Hiwiler Bourgeoisie, wo jeder mit Kohle unser Bern besetzen will. Ein kapitalistisches Kolonialistennest. Das Hiwil. Eine Seierei. Zuppiger Kandidatur also am Ende. Da sind wir gäng noch. Der Ex-Meister Schweiz Renzo Blumenthal spendet an dieser Stelle darum ein bisschen Trost. Ratata. Eine Kandidatur ist doch gar nicht möglich gewesen. Er ist doch viel zu alt zum Meister werden. Aber ob Zuppiger oder nicht, sicher eng wird's am nächsten Mittwoch für die FDP. Es kann und darf darum für den Parteipräsident Fulvio Pelli nicht einfach egal sein, dass die Freisinnigen den Sitz verlieren könnten. Ja, unabhängige Studien haben gezeigt, dass die FDP die liberalste Partei ist. Und liberal bedeutet frei. Wir sind bald frei von Nationalrats, Ständerats und sozusagen auch Bundesratsmandaten. Es lebe die totale Freiheit, Judy Hui. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian und der Egger.